für die dann später da noch dazu einschalten, an dem heutigen Abend, in dieser Stunde befassen wir uns ein bisschen mit dem Thema Remix oder Remixes und Songabwandlungen. Was heisst das jetzt so ein bisschen? Es geht mir nicht um die ganze Remix-Kultur und dass wir jetzt da so hört man mich überhaupt? Ist der Sound gut? Es geht jetzt nicht darum, dass wir da eine Stunde über die Remix-Kultur reden, sondern eher das ganze Thema oder die Folge soll sich ein bisschen mit dem befassen, was wir mit bereits bestehenden Songs, die wir im Katalog haben, was man mit denen kann alles machen auf eine kreative Art, wie man die Songs kann umwandeln zu neuen Versionen oder halt anderen Versionen, wo irgendwie vielleicht aus einer anderen Perspektive die Hörer abholen oder vielleicht auch an Ort kann gelangen, wo der Originalsong nicht kann erreichen. Und darum meine ich auch Songabwandlungen, weil wir da jetzt eher, Netroom Records, ist da auch dabei, das Label, das da diesmal zuschaut, sehr geil. Leute, danke, dass ihr eingeschaltet habt. Darum rede ich auch von Songabwandlungen, weil wir da jetzt aus dieser Perspektive würden reden. Jungs, für euch auch das Thema da. Wir reden da jetzt aus der Perspektive, wie man Songs flippen kann in andere Versionen, aber bereits bestehende Songs, die vielleicht schon veröffentlicht worden sind oder kurz davor sind zu veröffentlichen. Also man hat einen Master-Song und man versucht jetzt irgendwie andere Versionen oder andere Edits noch zu dem Song zu machen. Und um das soll es ein bisschen gehen in dieser Stunde. Was gibt's eigentlich so überhaupt für Songarten? Wie kann man einen Song irgendwie umwandeln zu einer anderen Art von Song oder eine Songabwandlung machen? Und darum heisst es auch Remix / Songabwandlung, weil es ist natürlich nicht alles nur ein Remix so. Aber genau. Wieso auch das Ganze? Oder wieso müsste man sich mit dem Thema befassen, dass man andere Songversionen soll machen zu einem bereits bestehenden Song? Das kann ein paar Gründe haben. Zum einen, wenn man jetzt einen Master-Song hat, wo vielleicht schon anläuft oder veröffentlicht ist und den hat man schon gepusht, kann es halt sein, dass man mit einer anderen Version oder mit einem spezielleren Edit von dieser bestehenden Version vielleicht einfach die Leute auf eine andere Art berühren, emotional, oder vielleicht komplett eine andere Zuschauerschaft oder das Publikum könnte erreichen mit einer anderen Version, wo halt der Originalsong nicht kann. Das Konzept werden wir heute Abend ein bisschen so besprechen, so darum auch ein bisschen das Thema, einfach, dass ich ein bisschen besser nachvollziehen kann, wieso eigentlich da Songabwandlungen. Aber im Großen und Ganzen geht es ein bisschen um die Frage, wie immer. Auch für die das später werden sehen, das Ganze wird auch noch gerippt und auf den YouTube-Channel da, Cola Podcast, von dem her kann man das auch noch später anschauen. Oder dann auch noch 24 Stunden auf Instagram. Genau, es soll in dieser Stunde einfach ein bisschen darum gehen, noch Ideen zusammenzusammeln, vielleicht mit dem Chat oder vielleicht das, was jetzt ich da reinbringen kann in das Thema, Ideen zusammenzusammeln und Impuls zu sammeln, was es überhaupt alles für Arten gibt, wie man einen Song kann flippen, ein Master Recording kann irgendwie umwandeln, was es überhaupt für Arten gibt. Und in den ersten 20 Minuten reden wir so ein bisschen, oder kann ich ein bisschen Input bringen. Und wenn bis dann auch ein bisschen mehr die Leute zuschauen, so können wir vielleicht auch noch auf ein paar Chat-Inputs eingehen. Genau. Was gibt's jetzt für Arten von Umwandlungen? Oder Abwandlungen? Also ich nenne die jetzt einmal da Abwandlungen, aber für die mit dem Begriff Abwandlungen nicht anfangen können, ist das gleiche wie einfach eine andere Version machen oder halt im Englischen vielleicht einen Remix machen. Genau, was gibt's halt da für Arten von Umwandlungen, wenn man den Song kann anders gestalten? Zum einen, was am nächsten liegt, meistens, oder was immer so im Kopf umschwelgt, wenn man jetzt das Original-Master hat, etwas, eine Studioaufnahme, die man im Studio gemacht hat, und die hat man jetzt veröffentlicht auf allen Streamingdiensten und ist überall erhältlich.
am naheliegendsten ist zum Beispiel eine andere Form, eine andere Version zu machen, und zwar eine Live-Version oder eine Akustik-Version. Dann so eine Live-Akustik-Version, weil da gibt es so ein paar Möglichkeiten. Aber wieso erwähne ich jetzt eine Live-Version? Weil es oft mal vielleicht so Beispiele gibt, dass man irgendeinen Song hat im Katalog, irgendeine Single, wo man geschafft hat, oder einen Song von einem grösseren Projekt, wo irgendwie die Fans geil finden oder die Hörer. Und mit einer Live-Version von dem gleichen Song kann man vielleicht jetzt, das ist halt jetzt das Schöne an einer Live-Version, kann man, weil die Live-Version vielleicht akustisch ist oder stripped down, so ein bisschen sehr, sehr reduziert, oder vielleicht halt mit Musiker live eingespielt worden ist und man nimmt das auch noch irgendwie als Videocontent auf, kann vielleicht eine Live-Version viel anders oder persönlicher rüberkommen als die Studioaufnahme, wo man irgendwie irgendwann einmal vor Monaten gemacht hat. Eine Live-Version ist vor allem eine Live-Version von einem Song ist vor allem wegen dem gut so. Es sind so die 2, 3 Eigenschaften, dass es viel persönlicher kann wirken, wenn man halt den Song gut, vorausgesetzt, dass man den Song gut live performen kann, oder in so einer Live-Aufnahme. Es macht's halt persönlicher, es macht's viel roher, weil man natürlich auch die Fehler oder die kleinen Hiccups, nennt man's im Englisch, die können passieren, die nimmt sie ja vielleicht auch auf, wenn man jetzt so eine One-Take-Live-Version macht. Und das Rohe dahinter, der Raw-Gedanke, macht das Ganze auch noch, oder kann es auch sein, dass das sympathischer macht für den Hörer oder für die Hörerin, wo das irgendwie würdig hören. Und wenn er jetzt oder ich habe das vorher spontan, wo ich halt das Skript irgendwie so ein bisschen für den heutigen Abend zusammengefasst habe ich ein gutes Beispiel dort gefunden, wo er irgendwann einmal auch, das verlinke ich auch in der Description, wo er anschauen kann, was das jetzt bedeutet, wenn ich da sage, ja gut, eine Live-Version, wie krass viel geiler kann die jetzt sein als das Original. Gibt's natürlich ganz, ganz, ganz viele Beispiele, die da schon bereits rausgekommen sind und wo man auch anhören kann. Aber eins, wo ich super spannend immer gefunden habe aus der Vergangenheit, ist auf dem Kanye West Album 808s and Heartbreaks. Könnt ihr mal schauen, gibt's der letzte Track, ist es glaube ich, im Tracklisting, Pinocchio Story. Vanessa ist auch da. Pinocchio Story. Könnt ihr dort anschauen. Das ist irgendeine Live-Aufnahme, die er, glaube ich, in Singapur aufgenommen hat. Vanessa, alles klar. Cool, dass du da noch eingeschaltet hast. Der Jam ist auch da. Jetzt kommen ein paar langsam rein. Und, gönnt euch mal das Pinocchio Story anschauen auf dem Kanye West Album. Weil, das gibt's nur mal als Live-Version. Das gibt's nicht als Studioaufnahme, so viel ich irgendwie gefunden habe im Internet. Und das hat er als Live-Version nachher auf das Albumprojekt da. Und dann versteht ihr ein bisschen, was ich meine mit, wie fest eine Live-Version kann emotionalisieren. Weil der Song gibt's nicht als Studio-Version, als offizielle Version. Und die Live-Version nimmt die Emotionen, die dort on Stage passiert ist, oder das Gekreische, wo man hört im Hintergrund von den Leuten, nimmt's das viel anders auf. Und der Kanye West, so viele andere sind ja auch schon auf die Idee gekommen, hat einfach beschlossen, die Aufnahmen zu recorden, live bei dem Konzert, und das nachher abzumischen richtig, mit dem Live-Mixing, wo vor Ort passiert ist, und das nachher offiziell zu releasen. Wenn ich jetzt im Kontext, in Verbindung zu dieser Folge, Jam, auch für dich, unten gesehen, das Thema vom heutigen Tag, und Vanessa, dass man über Songabwandlungen redet, oder wie man einen bestehenden Song kann, also einen, wo man vielleicht schon rausgegeben hat, wie man den kann remixen oder andere Versionen dazu kann machen, um das nochmal ein bisschen spannender machen für den Hörer, oder aufleben, neu aufleben. Und wir sind gerade bei den Arten von den Abwandlungen, von den verschiedenen Abwandlungen, die es gibt, und dort dann bei einer Live-Version. Und das ist so das Simpleste, was heisst das jetzt wegen dem Beispiel, das ich da genannt habe, was heisst das jetzt für dich, wenn du jetzt natürlich in deinem Katalog einen Song hast, wo du super geil findest, dann haltet dich auch nichts davon ab, dass du den Song nimmst, irgendwelche Musiker zahlst oder Musikerinnen, Kollegen hast, wo
wo du vielleicht irgendwie eine Kamera aufstellst, das schön abmischst, das Signal, und das live aufnimmst, vielleicht mit Publikum, vielleicht auch ohne Publikum, einfach so als Akustik-Session, vielleicht halt mit Gitarre, vielleicht irgendwie verstärkt mit Drums, E-Gitarre und was es auch sonst noch für Späßchen gibt. Und dann hast du eben schon eine andere Version von deinem Original, von deiner Original-Songform. Und die Live-Version kann man vielleicht dann auch für einen offiziellen Release verwenden oder für irgendeinen YouTube-Exclusive Drop oder für irgendetwas. Und um das soll es da ein bisschen gehen. Eine Live-Version, Kobi 313 Bern representen, ist jetzt auch da. Perfektes Timing auch, der liebe Young Kobi, weil wir, glaub, irgendwann die Diskussion schon mal hatten, wegen Live-Versionen von eigenen Songs, die man hat im Katalog. Weil wir da in der heutigen Folge ein bisschen darüber reden, was kann man mit einem eigenen Song alles machen? Wie kann man den abwandeln oder remixen oder eine neue Version daraus machen, andere Edits, ein Club-Edit oder so. Wir kommen zu all dem nachher noch. Aber wir sind jetzt bei einer Live-Version, die man könnte machen mit seinem eigenen Song. Und wieso ist das geil? Wieso habe ich das da jetzt noch erwähnt? Eine Live-Version soll auch jeder mal versuchen oder ist auch empfehlenswert, wenn man viele Songs hat im Katalog und das noch nie gemacht hat, weil eine Live-Version eben aufgrund von dem rohen Charakter und weil es dort vielleicht teilweise auch Fehler drin hat und das einfach irgendwie näher ist, kann das der Hörer oder der Fan, der Die-Hard-Fan, der vielleicht den anderen Song schon kennt, also der Originalsong, kann die Live-Version der Zuschauer oder der Hörer viel anders abholen, emotionaler kann der abholen und vielleicht tut dich der Hörer dann auf eine andere Art kennenlernen. Und der schöne Nebeneffekt ist, es kann passieren mit einer Live-Version, die man rausgibt, dass man, Control ist auch noch da an dem heutigen Abend, danke, dass ihr dazu schaut übrigens, es kann auch sein mit einer Live-Version, die man aufgenommen hat, dass man komplett neue Hörer anspricht, wo man gar nicht, wo das Original von dieser Version gar nie gehört haben in deinem Katalog, und nur so nachher auf den Originalsong stoßen oder vielleicht halt dann auch auf andere Songs in deinem Katalog. Darum empfehlenswert ist sicher dort, wenn man schon ein paar Tracks draussen hat, überlegt euch, es muss nicht mal vor Publikum sein, aber überlegt euch, wie es da vielleicht gewisse andere auch machen, die da zuschauen an dem heutigen Abend. Überlegt euch irgendwie, wie ihr könntet andere Versionen daraus machen oder vielleicht auch halt eine Live-Version in dem Fall und die dann auch einfach veröffentlichen. Das ist so ein bisschen das einfachste Beispiel. Was gibt's noch für andere Arten? Als zweite Art habe ich mir da aufgeschrieben, Remix, in Klammern jegliche Art von Remix, weil Remix an sich als englischer Begriff ist halt sehr ein breiter Ausdruck. Da kann man sehr viel darunter verstehen. Aber es gibt dort halt verschiedene Möglichkeiten, wie man einen Remix gestalten kann. Da habe ich euch einfach so ein paar bekanntere Beispiele aufzählen, nicht von bekannten Remixes, sondern wie man das am besten machen kann. Wenn man jetzt würde sagen, ja, man hat einen eigenen Song, den findet man geil, aber man will den irgendwie selber remixen oder durch einen anderen Produzent. Es gibt so ein paar Formen dort. Zum einen kannst du zum Beispiel die Vocal Parts komplett gleich lassen und die Instrumentierung ändern, also die Komposition. Das kann man zum Beispiel teilweise als Remix, also nicht teilweise, das versteht man oftmals als Remix, dass man halt die Vocal Parts vom Originaltrack lädt, einfach zum Wiedererkennungswert und dass es halt immer noch die Version ist, die man halt damals aufgenommen hat, aber vielleicht die Instrumentierung oder Komposition komplett andere ist. Control schreibt da, wie ist denn mit der Rechtslage, wenn Künstler das Instrumental veröffentlichen von einem Song, der schon existiert? Gute Frage, Control. Der Rechtslage, wenn du ein Instrumental veröffentlichst von einem Song, der schon existiert. Also, wenn jetzt du auf einem bereits verfügbaren Instrumental von einem kommerziellen Song würdest selber einen Part drauf machen, dann ist es so wie in allen anderen
Urheberrechtslage, dass du halt die Genehmigung brauchst von dem Urheber, wo halt das Originalinstrumental oder der Komponist oder der Produzent, der halt das Originalinstrumental gemacht hat, musst du das halt zwingend klären. Ich kann auch für die, wo da die Frage sich auch stellen, wo der Control sich fragt, habe ich auch noch eine 1,5-stündige Folge auf dem YouTube-Channel, wo genau auch in das hineingeht, so was es dort für Rechtsgrundlagen gibt zum Master- und Verlagsrecht. Aber da kommt man halt nicht so drum herum, Control, dass man halt das müsste klären, sofern man das halt wird kommerziell verwenden für einen eigenen Song, für einen eigenen Release. Oder man findet irgendwie einen direkten Draht zu dem Produzent oder zu der Produzentin oder Komponist, wo das gemacht hat, und kann irgendwie mit denen etwas deichseln. Genau. Und das kann natürlich jetzt auch passieren, da bei so einem Remix. Darum meine ich ja, gibt's dort halt verschiedene Möglichkeiten. Das traditionellste, wie man es halt kennt, wie man würde seinen eigenen Song remixen. Crying Emoji von Control da. Ja, das ist halt wie so ein bisschen die spannende oder unspannende Lage vom Urheberrecht leider. Oder was heißt leider, könnte man sich halt jetzt darüber streiten, wie cool oder nicht cool das ist. Aber im Normalfall ja, wenn natürlich irgendwelche Teile von der Komposition einem selber nicht gehören oder man auch das nicht geklärt hat, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, wenn etwas passiert. Du weißt, welchen Song ich meine. Ja, genau. Das ist da jetzt ein bisschen Insider, aber es ist gut, dass wir die Frage auch in den Chat noch geschrieben haben, für die das später werden sehen, wo sich da noch ein eigenes Bild könnte machen. Genau. Aber ich bin da jetzt noch schnell beim Remix gewesen, als zweite Form, wie man könnte einen Song abwandeln, wie ich da in das Thema heute würde ein bisschen reinreden. Und bei Remixes gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Das Traditionellste, was man oftmals sieht, ist, wenn du jetzt einen eigenen Song hättest und du würdest den remixen, dass man meistens die Instrumentierung, also das Instrumental oder den Beat, völlig ändert und die Vocals lässt man gleich. Das gibt's zum Beispiel. Es gibt aber auch einen Remix, der so verstanden werden kann, dass du vielleicht einen bestehenden Song hast mit 2 Strophen von dir selber als Interpret, und der Remix könnte jetzt zum Beispiel sein, oder der neue Edit, die neue Version könnte sein, dass du deine zweite Strophe wegnimmst und vielleicht einen Gast drauf tust, und das Gastfeature auf dem gleichen Song, der schon mal rausgekommen ist, einfach ein Gastfeature hast in der zweiten Strophe und dann einfach in Klammern das auch ein Remix nennst oder mit dem Feature halt der Song neu rauskommt. Das kann zum Beispiel halt auch teilweise als Remix verstanden werden. Oder man nimmt einen bestehenden Song und vielleicht hast du irgendeinen geilen Sänger oder eine Sängerin gefunden und willst ein Duett machen von dem Song. Ist vielleicht nicht noch so naheliegend. Je nach Genre passiert das halt ein bisschen öfters als in anderen Genres. Im Hip-Hop sieht man es jetzt nicht so oft, dass man irgendwie nicht so Duets macht und das neue Remix. Aber im Pop, der Simple schaut da heute auch zu, im Pop sieht man das dann, dass man vielleicht einen bestehenden Song bereits nimmt und man tut da halt eine andere Person noch drauf und dann ist es wie so ein bisschen ein Duett oder halt dann ein Feature. Oder es gibt halt Genre-Remixes und das ist so ein bisschen das traditionellste auch, nebst dem erstgenannten, dass du halt sagst, der Remix, den du machst von deinem bestehenden Song, ist halt komplett ein anderer Vibe. Darum sage ich auch Genre-Remix, dass man jetzt sagt, man hat als Beispiel einen Hip-Hop-Track, der Youngest ist auch noch da, Young, dass man einen Hip-Hop-Track hat und man will vielleicht einen Dance-Vibe haben oder man will einen Dance-Remix machen und dann gibt man das irgendeinem Produzent oder einer Produzentin, die Dance-Musik versteht oder elektronische Musik und behaltet halt eben, wie gesagt, Vocals vielleicht genau gleich oder vom Rhythmus her, aber macht also vom Flow von den Vocals, aber tut vielleicht die Instrumentierung völlig ändern, so dass ein Dance-Remix daraus entsteht, von dem gleichen Song. Wie gesagt, darum meine ich auch in dem Thema, rede ich von Songabwandlung, weil wir reden da in dieser Stunde, es geht da nicht darum, dass ein komplett neuer Song nachher entsteht, sondern wir reden immer aus der Perspektive, wenn du bereits einen bestehenden Song hast und du willst irgendwie neu remixen oder einen neuen Edit machen
Und jetzt geht es ein bisschen darum, für die da neu eingeschaltet sind, welche Formen es eigentlich gibt von neuen Versionen, die man könnte machen zu dem Song, der schon besteht. Wie gesagt, ein Genre-Remix, Dorian Music ist auch da, cool, dass ihr heute einschaltet. Ein Genre-Remix ist auch relativ simpel, ein einfacher Gedanke, wie man auf das kommen kann. Dass du halt sagst, ja, vielleicht eben hast du halt einen alternativen Track gemacht, veröffentlicht, und du willst auch, dass der irgendwie im Dance-Genre irgendwie abgeht, und dann holst du irgendwelche Produzenten dazu, die das halt remixen, eine andere Komposition dazu machen, vielleicht ein Uptempo-Beat, und nachher ist es plötzlich in einem anderen Genre. Das alles so zu Remixes, aber eben darum, Remix als Songabwandlung ist sehr breit. Das sehe ich auch in der Schweiz noch ein bisschen zu wenig. Darum habe ich das jetzt da auch erwähnt, dass es oftmals, egal ob ich jetzt im Hip-Hop schaue oder im Pop oder in anderen Bereichen, Rock genauso, dass die meisten Künstler oder Künstlerinnen stehen bleiben bei dem Gedanken, dass sie einfach den einen Song, den sie haben, rausgeben, und nachher schaffen sie die Version von dem Song die ganze Zeit und realisieren vielleicht gar nicht, dass man könnte eben mit so einem Remix vielleicht neue Leute berühren oder Leute, die gar nichts mit der eigenen Fanbasis zu tun haben. Und genau mit so einer neuen Version könnte man vielleicht nachher in einem anderen Genre halt auch etwas machen. Oder man sagt sich, ja, man findet halt einen anderen Interpret oder eine Interpretin mega cool, aber will nicht extra einen neuen Song gerade machen, weil man das zeitlich nicht anbringt oder was auch immer. Und dann kann man auch seinen bestehenden Song nehmen und einfach sagen, hey, schau, wir machen einen Remix draus und geben dir einfach die zweite Strophe und den Song so abwandeln und einfach neu veröffentlichen. Und die Originalversion, in den meisten Fällen, die kann ja auch bleiben. Das ist ja auch cool, also die soll auch bestehen bleiben. Wir reden da jetzt von so Methoden oder Techniken, wie man halt kann, und da kommen wir später auch noch ein bisschen dazu, wie man halt vielleicht schon ein bestehendes Produkt, einen bestehenden Song kann nehmen und den einfach umwandeln kann oder zu einer anderen, geileren Version kann machen. Oder es muss nicht einmal eine geilere oder eine bessere Version sein, sondern einfach eine Version, die irgendwie anders reinfährt. Genau. Das alles so zu Remix als Songabwandlungsform. Dann habe ich als dritte Art angegeben, ein Mood-Edit. Ein Mood-Edit ist auch so ein bisschen in der Familie vom Remix natürlich auch ein bisschen ähnlich zu verstehen, aber speziell da erwähnt, weil das jetzt immer öfters vorkommt, vor allem so im neuen Streaming-Game, dass man die Instrumentierungen, also die Instrumentierung, die Komposition vom Song irgendwie abwandelt oder eine andere Version macht, wo thematisch oder stimmungsorientiert angepasst ist an irgendeine Situation, irgendeine Jahreszeit, irgendeine aktuelle Lage oder irgendein Playlist-Format. Und was heisst das? Was gibt's dort als einfaches Beispiel, ganz pragmatisch? Wenn man zum Beispiel schaut, im Playlist-Bereich jetzt irgendwie auf den Streaming-Anbieter, hat's vielleicht oftmals so Chill-Playlists oder Chill-Mood-Playlists. Und es gibt jetzt mittlerweile viele internationale. In der Schweiz hat man das jetzt, ist das noch nicht so aufgekommen, hat man das noch nicht so erblickt, aber internationale Künstler und Künstlerinnen haben jetzt da schon gecheckt, dass man vielleicht, Baba Street ist auch noch da dabei, willkommen da beim Collab-Podcast, die haben schon gecheckt, dass man könnte den bestehenden Song nehmen, den man schon released hat, und vielleicht sich selber kann remixen, und anstatt dass man das von einem bekannten Produzenten irgendwie remixen, macht man halt einen Mood-Remix, einen Mood-Edit und nennt den zum Beispiel Chill-Mix oder Chill-Edit, und das ist vielleicht nachher einfach eine andere Version vom bestehenden Song, wo ein bisschen chilliger ist, wo irgendwie ein bisschen softer ist, von der Instrumentierung ein bisschen softer ist, und aus dem Grund, weil er halt nachher mehr in dem Chill-Bereich ist, in dem Chill-Mood-Bereich, passt er vielleicht eher in die Playlist, wo der Originalsong gar nicht reingekommen wäre oder du gar keine Chance gehabt hättest, mit dem Originalsong reinzukommen. Und achtet euch dort mal drauf, egal welchen Streaming-Anbieter ihr verwendet,
könnt ihr dort einen Selbsttest machen, dass ihr jetzt immer mehr und mehr werdet sehen, dass vielleicht in gewissen Playlists, in so Mood-Playlists, auch andere Edits drinnen sind von einem Song, wo schon da ist als Original. Ich habe das jetzt oftmals gesehen, dass irgendwie so im Dance-Bereich macht man das jetzt ab und zu, dass man nachher einfach vom Original eine neue Version macht und eben so eine Chill-Mix-Version und nachher heisst es in Klammern der Songtitel und Chill-Mood oder Chill-Mix oder Chill-Edit. Und nachher haben wir eine neue Möglichkeit oder ein Argument, um das in so eine Chill-Mood-Playlist dann reinzupitchen. Und das kann man ewig weiterspielen mit diesen Mood-Edits. Darum sage ich, das ist zwar noch ein bisschen Zukunftsdenken, dass das in der Schweiz, bei Schweizer Künstlern noch nicht so präsent ist. Aber du könntest jetzt auch sagen, halt, was jetzt passieren würde Ende Jahr, dass da Weihnachts-Mood-Songs rauskommen. Oder es hält dich natürlich auch nichts davon ab, dass du einen bestehenden Song nimmst. Und darum habe ich da erwähnt, die Jahreszeiten, dass du sagst, ja, du machst einfach einen Sommer-Edit. Du machst eine Sommer-Version von einem Song, wo du bereits veröffentlicht hast. Ist vielleicht ein bisschen corny so, wenn es so los ist, hörst, aber muss jetzt nicht das mit dem Beispiel sein, dass du nachher einen Sommer-Edit, eine Sommerversion machst zu all deinen Songs. Aber genau um das Umdenken geht es ein bisschen, dass du sagst, ja, du hast also das Original und das gefällt dir vielleicht, aber das Original tut nur eine bestimmte Zielgruppe irgendwie ansprechen oder eine bestimmte Hörerschaft. Und dann könntest du auch vielleicht mit einer anderen Version, wo mehr in einem anderen Mood-Bereich ist, ob das jetzt im Love-Mood ist, also im romantischen Mood, ob das jetzt zu irgendeiner Jahreszeit passt, in Winter oder in Sommer, ob das irgendwie in so eine Focus-Playlist oder so eine Chill-Playlist passt, dass man das irgendwie auch abwandeln kann, und das geht's auch ein bisschen wie dem Thema heute, dass man den Song dann auch abwandeln könnte und einfach eine andere Version macht. Und dann als vierte Form oder Art, wie man einen Song abwandeln kann, habe ich da auch noch dazu geschrieben, ein Club-Edit, ein Dub-Edit oder /Rearrangement. Also vorher haben wir nur ein bisschen mehr darüber geredet, was gibt's so für Möglichkeiten, wenn du halt die Instrumentierung ändern würdest, oder bei so einem Remix, wo vielleicht die Vocals gleich bleiben, aber die Instrumentierung anders wäre oder die Komposition neu wäre. Bei so Dub-Edits oder Rearrangements geht es mehr darum, dass du den bestehenden Song nimmst und sagst, eigentlich gefällt der dir so, von der Musikalität dahinter und wie die Komposition ist, aber das Arrangement, die Songstruktur selber, vielleicht gefällt dir die irgendwie nicht oder gefällt dir nicht ganz, und darum auch das Beispiel mit dem Dub-Genre. Vielleicht die Leute, die sich vertraut sind mit dem Dub-Reggae-Genre, die wissen, dass es dort halt ab und zu so Dub-Edit, also das heisst ab und zu bei recht vielen Songs so Dub-Edits gibt, und die Dub-Edits sind so ein reduziertes Arrangement vom Originalsong vielleicht teilweise, weil man nicht alle Spuren haben oder irgendwie weil man das irgendwie in einem anderen Ambiente will abspielen, eben in einem Club oder irgendwo bei einer Party, wird man halt das Arrangement anders haben. Und das ist vielleicht anders wie bei einem Remix, wo eine Komposition irgendwie dazukommt oder neue Spuren erstellt werden, ist bei einem Rearrangement eher so, dass du sagst, okay, easy, vielleicht gefällt mir einfach die Songstruktur nicht, aber der Song selber ist eigentlich geil. Und will ich vielleicht eine Club-Version nicht machen, lass mich eine 4,5 Minuten Version daraus machen, wo du einfach das Arrangement oder die Songstruktur anders machst. Genau, das sind so ein bisschen die 4 Arten, wie man einen Song könnte umwandeln. Wie gesagt, oder ich habe da noch andere, aber wie gesagt, aus dieser Perspektive, wenn du bereits einen bestehenden Song hättest. Als letztes, genau, erwähnenswert wäre auch noch ein Mashup. Für die nicht wissen, was ein Mashup ist, kann man das auch googlen, oder auf YouTube findet man ja ganz viel so Mashups. Eine Mashup-Version ist, einfach gesagt, eine Kombination aus 2 bereits veröffentlichten oder bereits bestehenden Songs, 2 oder mehrere Songs, die da ineinander verschmelzt werden oder zusammengemischt werden. Und
vor Jahren hat es mehr noch vielleicht so einen Trend gegeben auf YouTube, wo man öfters mal so Mashups gesehen hat. Das hat ein bisschen aufgehört in den letzten Jahren. Aber vor 3-4 Jahren hat es oftmals noch so Mashups gegeben, wo man vielleicht die Vocals von einem Song genommen hat. Oder irgendein DJ hat halt die Vocals von einem Song genommen und hat die zusammengemischt mit dem Beat von einem anderen Song. Und nachher ist halt wegen dem ein Mashup entstanden. Jetzt erwähne ich das aber auch, weil auch wiederum um den kreativen Gedanken, wie man halt kann ein bisschen andere Arten oder deinen eigenen Song anders angehen. Es kann vielleicht sein, dass du das auch mit deinem Katalog machen willst. Spricht auch nichts dagegen, dass du sagst, vielleicht hast du 2 bekanntere Songs oder deine bekanntesten Songs im Katalog und willst irgendwie ein Mashup aus diesen 2 Songs machen und nimmst halt irgendwie die Vocal oder die Hook vom einen Song und tust die zusammen mit der Instrumentierung vom anderen Song. Oder vielleicht bist du irgendwie cool mit einem anderen Interpret oder Künstler oder Künstlerin und nimmst einen Song, den sie haben und tust den zusammenmashen mit einem von deinen Songs, wo beide bereits veröffentlicht sind und der neue Mashup halt nachher eine komplett neue Version gibt. Weil oftmals ist es so gewesen in der Vergangenheit, dass die Mashups nachher wiederum auch völlig andere Leute angesprochen haben, die vielleicht gar nie von diesen 2 Künstlern oder je nachdem wie viele Songs man da zusammen mischt, von diesen Künstlern gehört haben vorher oder Fans gewesen sind. Nicky Key ist auch da. Cool, dass er da noch einschaltet so spät an diesem Abend. Und wie gesagt, für die da jetzt später das auch noch werden sehen, ist ja kein Problem. Ihr findet das auch auf meinem YouTube-Channel. Unter Collab Podcast findet ihr auch alle Themen. Und die Instagram-Folgen werden dort auch aufgeladen, ein paar Tage später meistens. Aber genau, beim heutigen Tag oder am heutigen Abend befassen wir uns jetzt noch, was gibt's noch für andere Formen, wie man jetzt die Songs könnte zusammenmischen. Und eben eine von der bekannteren Formen ist halt der Mashup gewesen. Oft sieht man das heute nicht mehr so fest. Aber da empfehle ich euch Mashups. Du hast gerade eine Erinnerung sehr deep aufgeholt. Genau, Erinnerung, Niki, ich weiss nicht, ob es bei dir halt auch, weil es bei mir auch eher in der Vergangenheit liegt eigentlich, weil man auch heutzutage leider nicht mehr so viele Mashups sieht, obwohl ich das eigentlich immer geil gefunden habe, wenn man das irgendwie gut gemacht hat. Aber die sind irgendwie ein bisschen ausgestorben auf YouTube, hat man so das Gefühl. Und für die zu dem Thema da, wo irgendwie eine Frage haben oder so und das jetzt später sehen, könnt auch kommentieren, wie der Niki das gemacht hat, da gerne auch alles in die Comments, in den Chat. Und dann gehe ich auch gerne ein bisschen darauf ein, weil wir so ein bisschen darüber reden, Niki, auch, wie man halt kann einen bestehenden Song, wo du vielleicht hättest, oder vielleicht bist du auch Produzent oder Produzentin und willst einen Song nehmen, der bereits draussen ist und einen Remix davon machen, oder halt eben Songabwandlung, irgendwie. Ich schaue es jetzt eher aus dieser Perspektive an dem heutigen Tag, oder in dieser Folge, wenn du jetzt deinen eigenen Katalog willst, irgendwie remixen oder neue Versionen machen. Und eben Mashups gibt's vielleicht halt nicht mehr so viel, aber wäre immer noch eine recht gute Technik, wie man vielleicht seinen eigenen Song irgendwie kombinieren kann mit einem anderen Song, der irgendwie bekannt ist und wegen dem irgendwie neue Hörer bekommt oder neue Fans. Genau. Das sind so die 4 oder 5 Formen jetzt gewesen, wie man so einen Song könnte abwandeln. Oder hoffentlich habe ich euch da jetzt können ein bisschen, oder für die das später anschauen, ein bisschen so Inspiration geben, wie man eigentlich einen eigenen Song kann abwandeln. Was spricht halt da dafür? Abschliessend würde ich da vielleicht auch noch durchgehen. Es gibt halt natürlich Vorteile, wieso man halt so etwas macht oder wieso ich da jetzt beschlossen hätte, das als Thema zu nehmen bei dem Collab-Podcast. Es gibt da wirklich ganz viele Vorteile und ich glaube, vielen ist amigs gar nicht so bewusst. Einer der Hauptgründe, müsst ihr euch immer so ein bisschen vorstellen, ist der Lebenszyklus von einem Song. Das klingt jetzt so hochgestochen, aber einfach die Lebensdauer, die Lebensdauer von einem Track, dass ihr euch wie so vorstellen, so Edits, so neue Versionen von einem bestehenden Track, könnt vielleicht auch den Lebenszyklus oder den Song selber wieder aufleben lassen.
Vielleicht kann das sein, einfach ein einfaches Beispiel, dass man einen Song schon seit 6, 7 Monaten draussen hat auf dem Markt und den hat man auch schon gepusht und kommuniziert so. Deine Fans kennen den schon oder deine Hörer und Hörerinnen, finden den auch geil. Und jetzt kommst du auf die Idee, irgendwelche Remixes zu machen oder irgendwie einen anderen Edit zu machen, eine andere Version, eine Live-Version oder was es auch ist, wo wir auch da ein bisschen jetzt behandelt haben in den letzten 40 Minuten. Und die neue Version kann jetzt irgendwie den Lebenszyklus, wenn es halt eine geile Version ist, kann es vielleicht den Lebenszyklus vom Originalsong auch verlängern oder vergrößern oder die Bekanntheit irgendwie steigern. Vielleicht bei Leuten, die den Originalsong gar nie gehört haben und irgendwie die neue Version mitbekommen, weil die völlig in einer anderen Welt ist, eben vielleicht in einem anderen Genre oder so, hat man einen Remix gemacht vom bestehenden Song. Oder es kann sein, dass die Remix-Version oder der neue Edit grösser wird als das Original und wegen dem der Lebenszyklus oder die Lebensdauer vom Song, vom Produkt selber verlängert wird. Das ist so eines der Hauptargumente, wieso man sich sicher mal überlegen sollte oder wieso es empfehlenswert ist, teilweise sich einfach zu überlegen, ob man vielleicht auch neue Versionen soll machen von seinen Songs oder von irgendeinem Standout-Song. Vor allem auch wegen dem Aspekt, weil man vielleicht neue Hörer könnte ansprechen, wenn die neue Version vielleicht völlig irgendwo anders ist. Genau. Was ist ein weiteres Argument, auch relativ einfach zu nachvollziehen, durch eine neue Version, ob das jetzt eine Live-Version ist, eine Akustik-Version oder ein Remix, hat man auch mehr Content schlussendlich zum Kommunizieren, zum den Originalsong pushen oder das Produkt pushen. Und das geht's ja auch ein bisschen bei all diesen Folgen, die wir da machen, bei dem Collab-Podcast. Es geht schlussendlich ja nicht nur um die Musik, sondern Musik-Business, oder um das soll es ein bisschen gehen bei dem Podcast. Und wenn man es jetzt auch aus einem Business-Aspekt würde anschauen, oder aus einem wirtschaftlichen Aspekt, dann werden oftmals so neue Versionen, oder wenn man jetzt sagt, man macht eine Akustikversion oder eine Live-Version, auch dafür verwendet, dass man einfach mehr Content hat und noch mehr Material hat, wo man kann kommunizieren zu dem einen Song. Weil vielleicht wird man irgendwann mal aufhören, die ganze Zeit das Musikvideo zum einen Song zu pushen, hat nebenbei halt eben so eine Live-Version gemacht oder irgendeinen anderen Edit, wo anders stöhnt, aber zum bestehenden Song, zum gleichen Song. Und dann kann man halt weiter kommunizieren. Und wer weiß, je nachdem, wie die Resonanz ist von der Leute aus, kann es halt sein, dass der andere Edit aus irgendeinem Grund besser ankommt bei den Leuten. Und dann nimmt man halt zum weiter kommunizieren. Niki schreibt da, in letzter Jahr habe ich öfters festgestellt, ganze Zeitalter von Hip-Hop-Musik, 90s, 2000er werden Samples oder Vibes geflippt, bis Beispiel Vintage for In. Neue Hype fühle ich krass. Ja, voll. Das hat man auch, ist lustig, dass du sagst, Niki, ohne dich da jetzt natürlich privat müssen zu fragen, wie alt du bist, aber das habe ich natürlich auch schon in meinen Jugendjahren oder so mit 17, 18 gesehen, wie das ja von Songs ja irgendwie aus den 80er gemacht worden sind. Der Kreis schließt sich immer wieder. Ich glaube, die Generationen von Rapper, oder es ist ja nicht nur im Hip-Hop, aber auch von Dance-Künstlern und Musiker, wo mit 50 Cent und mit der Hip-Hop-Welle gross geworden sind, von den 2000er oder von den 90s, wie du das sagst, Niki. Für das sind ja, für auch so einen Rinn und so kann ich mir halt vorstellen, ohne dass ich das jetzt weiss, aber ich vermute es jetzt einfach, für die sind halt der 50 oder so, wie das für mich auch war, so prägend gewesen, dass man sich halt nachher denkt, ja gut, ich sample lieber so etwas, weil das meine Jugend war und weil ich mit dem aufgewachsen bin. Ergänzend zu dem, was du da sagst, Niki, passiert das jetzt, dann muss man sich auch ein bisschen darauf achten, ganz oft in der Dance-Musik, dass man wiederum Hip-Hop-Songs nimmt, die sehr aktuell gewesen sind, wo man flippt. Und das ist auch eine Songabwandlung. Das ist genau das Gleiche. Es ist gut, dass du das sagst, da, Niki.
weil man halt einen bestehenden Song nimmt und man tut den halt remixen, oder im Fall von Rin ist das halt ein Sample gsi, wo da hat müssen geklärt werden, aber das ist auch eine Form von Flippen natürlich. Ich habe da jetzt vorher in dieser halben Stunde mehr so ein bisschen darüber geredet, wie du dich selber könntest flippen, deine eigenen Songs. Aber es stimmt schon, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass du jetzt zurück könntest gehen in die Zeit und irgendeinen Song nehmen, der bereits veröffentlicht worden ist. Dort muss man halt ein bisschen vorsichtig sein, weil dort ist man halt dann plötzlich im Sampling-Recht, im Urheberrecht. Aber wie gesagt, für die das jetzt da sehen, habe ich da auch noch eine ganze 1,5-stündige Folge auf meinem YouTube-Channel. Genau zu dem. Genau. Aber ja, das mit dem Argument, wo halt dafür sprechen, oder wieso er dort ein bisschen um die Ecke sollte denken, ist halt auch, mal abgesehen davon, dass es die Lebensdauer, der Lebenszyklus vom Originalsong könnte vergrößern oder mehr Augen auf den Originalsong könnte tun, hat man halt mit einem neuen Edit auch plötzlich neue Content-Futter. Ich tu mal der erste Teil vom Namen, den ich ausspreche, ist auch noch da heute Abend. Cool, dass ihr da noch einschaltet. Und für die das jetzt verpasst haben, halb so tragisch, ihr werdet es dann auf dem YouTube-Channel sehen. Für die das ganz neu dann werden sehen und meine Worte da zum ersten Mal hören, auf Instagram gibt's den Stream da jeden Mittwochabend, live, wo ein bisschen interaktiver soll sein. Und in dieser heutigen Folge ist es halt einfach ein bisschen darum gegangen, ja gut, was kann man halt wirklich machen, wenn man bestehenden Song hat im Katalog, wo man jetzt irgendwie ein neues Kleid wird geben, eine neue Aufmachung wird geben. Was gibt's da so ein bisschen für Abwandlungsmöglichkeiten oder wie man den Song kann flippen, wie man das jetzt, würde ich sagen. Ich würde es auch wirklich so pragmatisch machen und nicht mit hure vielen internationalen Beispielen geschaffen, sondern das eher auf euch anwenden, also auf diesen Schweizer Leute und Augen, die da vielleicht jetzt dazu schauen, und dass ihr mehr aus dieser Perspektive denkt, schaut mal euren Katalog an und schaut euch an, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass ich die Originalstudioaufnahme, die ich gemacht habe, vielleicht einfach in eine Live-Version vielleicht könnte umwandeln oder in einen anderen Edit, wo ich vielleicht am Anfang noch nicht so daran gedacht habe. Es geht ein bisschen um kreative Inputs und kreative Ideen und Inspiration, wo die Erfolg spezifisch uns soll ein bisschen geben. Niki schreibt da, wie sieht es eigentlich aus bezüglich Samplerecht? Du reproduzierst ein schon existierendes Sample mit deiner eigenen Library. Niki, wie gesagt, da gibt's natürlich auch ganz, ganz viele Bücher zu dem und die Rechtslage ist je nachdem, wie du es machst, kann es halt komplizierter sein teilweise und teilweise ein bisschen einfacher. Im traditionellen Sinn, wenn man da von einem Sampling-Fall redet, dann ist es gewesen, wenn du als Künstler oder Produzent oder Produzentin würdest irgendeinen Teil nehmen, eine Sektion von einem bestehenden Song, ob das jetzt ein Instrumental Part ist oder irgendein Vocal Part. Meistens sind es ja die ersten 4 oder 8 Bars von irgendeinem Intro von den Songs, wo man da samplet. Und wenn man jetzt einen eigenen Song aus dem macht, dann fallen dort, je nachdem, was du halt genommen hast, fallen dort verschiedene Rechtsgrundlagen oder verschiedene Urheberrechte werden dort müssen geklärt werden. Es wird so ein bisschen unterschieden, einfach gesagt, zwischen dem Master und dem Publishing-Recht. Das Publishing-Recht ist alles, was mit dem Text und mit der Komposition zu tun hat. Das Masterrecht ist alles, was mit dem Song, mit dem Master-Song an sich zu tun hat. Und am kompliziertesten wird's natürlich, wenn du jetzt einfaches Beispiel, wie der Niki das in einem anderen Input vorher ja gesagt hat, wenn du jetzt zurückgehst und du nimmst irgendeinen Song von den 90s, der schon rausgekommen ist, irgendeinen Hit oder auch kein Hit, spielt eigentlich keine Rolle, und du findest die ersten 4 Bars geil von dem 90s Song und die ersten 4 Bars sind irgendwie einfach Instrumental so und du findest einfach irgendwie eine Flöte oder irgendeine Trompete, die dort gespielt worden ist, findest du geil und du nimmst die Passage, aber du spielst es nicht nach mit MIDI bei dir oder mit dem Trompeter, sondern
du nimmst das Sample, du nimmst das Master und tust es bei dir einbauen, in deinem neuen Song, dann würdest du nicht nur die Komposition müssen klären und ein Approval haben, also eine Genehmigung für die Komposition oder für den Texter, für den Autor, je nachdem, ob du auch Vocal-Text genommen hast, sondern weil du das Master genommen hast, musst du das auch mit dem Label klären, wo das Master gehört. Und das kann halt sehr teuer kommen, oder darum gibt's halt verschiedene Rechte. Man muss halt wieso einfach ein bisschen nachvollziehen, dass es halt Autorenrecht gibt, also Publishing-Recht zum einen, und die schützt halt, das Publishing-Recht schützt halt die Komponisten und die Autoren, die Texter, und das Masterrecht schützt den Masterbesitzer. Und in den meisten Fällen ist das halt das Label oder der Künstler, der Interpret, dem das Master gehört. Und es gibt auch wie so zweierlei Schienen. Es kann auch sein, jetzt mit dem gleichen Beispiel von dem 90-Song, wo du nimmst, dass du sagst, du findest halt die Melodie geil, aber du brauchst nicht das Sample an sich, du cuttest nicht das MP3 oder das WAV und nimmst das Sample über ein Master-Ding, sondern du nimmst nur die Melodie, aber spielst die Melodie nach, die Komposition. Dann hast du es zwar nicht gesampelt, also du hast nicht das Original-Sample genommen, aber du hast immer noch die Komposition übernommen. Und für die Komposition müsstest du dann vielleicht trotzdem die Publishing-Gebühren oder das Publishing-Recht einholen von den Originalkomponisten, wo halt den Song komponiert haben, wo du da jetzt genommen hast. Darum, es kann sehr, sehr schnell sehr kompliziert werden, je nachdem, welche Passagen du nimmst, oder ob du die Melodie irgendwie nachspielen tust, selber, ob du nicht Sample nimmst. Es gibt halt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Ich sage mal, wenn du es clever willst anstellen, das ist nur eine Art, wie du das könntest finessen. Aber wenn du jetzt der Künstler bist oder Künstlerin und du willst unbedingt irgendwie etwas aus der Vergangenheit nehmen und das irgendwie flippen, der Idiom ist auch noch da für die letzten 12 Minuten, das geht ja nicht mehr lang, aber irgendwann machen wir da jetzt fertig für den Abend. Wenn du jetzt so einen alten Track würdest nehmen, dann moderne Produzenten machen es dann meistens so, dass sie irgendwie das nachspielen oder sich von Studiomusikern nachspielen lassen, dass du zumindest nicht das Sample musst klären, beziehungsweise das Sample-Recht auch noch musst einkaufen. Weil wenn du nachher mit dem Label musst dealen und mit den Komponisten und mit dem Verlag, dann kann das natürlich sehr, sehr teuer werden, beziehungsweise fast unmöglich, dass du das überhaupt kannst klären, je nachdem, was es für ein Song ist, wie bekannt der Song war oder nicht. Darum kann es auch teilweise sein, dass du das einfach, dass du es nachspielen tust. Ganz oft, zum das Beispiel, was Publishing und was Masterrecht ist, sehr gut können aufzuzeigen. Was der Niki da gefragt hat, passiert zum Beispiel auch ganz oft in Werbungen, in der Werbebranche, dass irgendein grosser Hersteller, ein Autohersteller, will irgendeinen Song von früher, wo sie geil findet, irgendeinen legendären Rocksong, aber merken dann, wenn sie den Song verwenden für ihre Werbung, für irgendeinen Werbespot, merken sie dann plötzlich, aha, die müssen ja nicht nur die Komponisten zahlen, sondern die müssen auch mit dem Label, die müssen auch das Label zahlen, weil sie den Originalsong verwenden, das Originalmaster. Und die meisten schlauen Werbeleute dann machen halt genau das, was auch gewisse Produzenten und Produzentinnen dann machen, egal ob in der Schweiz oder international, dass sie das umgehen und nicht die Masterbesitzer müssen zahlen, nehmen sie sich halt irgendwie ein billiges Cover oder machen es irgendwie, engagieren sie einen Musiker, wo halt eine Coverversion davon macht oder eine Version, wo ähnlich tönt oder die gleiche Melodie, Progression, Chord Progression hat oder Melodieführung, aber das Originalmaster nicht verwendet wird. Und das fällt amix, jetzt, wenn ich euch den Kontext gebe oder den Hintergrund, dann werdet ihr die Werbung jetzt teilweise anders anschauen. Aber das wird, wenn ihr das nächste Mal zum Beispiel irgendwie würdet, irgendeinen grossen Werbespot anschauen und ihr merkt plötzlich, hey, der Song kommt mir bekannt vor, aber das ist nicht das tatsächliche Original,
dann ist genau das passiert, dass halt der Hersteller nicht hat wollen zahlen oder irgendwie vielleicht auch den Kohle nicht richtig gehabt hat, um das Original zu zahlen. Und dann haben sie das irgendwie nachgespielt. Aber das bedeutet nicht, dass es nachher wegen dem gratis ist, um Gottes Willen, um das soll es auch nicht gehen. Die sollen auch zahlen. Es ist auch richtig so, dass du für die Songnutzung einen grossen Hersteller oder jemand, der Werbung macht, soll auch für das zahlen. Aber es kann halt sein, dass wenn du nachher nur die Melodie verwendest, dass du nur die Komponisten oder den Verlag musst zahlen, beziehungsweise die den Text oder die Komposition haben. Genau, das ein bisschen eine kleine Einführung noch ins Samplingrecht oder ins Master- und Urheberrecht. Wenn euch das aber noch ein bisschen mehr interessiert, das ist eine sehr, sehr tiefe Materie. Ich habe da noch, wie gesagt, eine 1,5-stündige Folge auf meinem YouTube-Channel unter Cola Podcast, wo ihr dort auch ganz, ganz viel dazu findet und auch da ein paar Fragen, die der Niki Kida gefragt hat, auch tiefgründig beantwortet werden. Genau. Ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen, für die jetzt da später das noch werden sehen auf Instagram oder dann auf YouTube, ich hoffe, die Folge hat euch ein bisschen können, so ein bisschen Inspiration geben. Einfach nicht einmal so fest, dass ihr jetzt gerade sofort irgendwie handelt, aber dass ihr das auch einfach mal verstanden habt, oder nachvollziehen könnt, dass das eine Sache ist, dass du halt so Songabwandlungen machst. Und ich glaube, als Künstler oder Künstlerin vergisst man das dann ganz oft, dass man immer nur bis zu dem Zeitpunkt denkt, wo man den Originalsong produziert, im Studio. Und dann tut man das veröffentlichen, aber überlegt gar nicht um die Ecke, dass du eben aus dem Songmaster, wo du schon besitzt, oder aus der Originalversion vielleicht eine Live-Version könntest machen, eine neue Interpretation von dem Song, irgendwie eine Akustikversion, oder halt alle, wo wir da jetzt durchgegangen sind, ein Remix, ein Genre-Remix könntest du dazu machen, irgendein Edit, wo vielleicht besser für den Club passt, oder so für spezialisierte DJs irgendwo in einem Club, eine Mood-Version könntest du machen, also eine andere Stimmungsversion, ein Mood-Edit, wo vielleicht machst du so einen Chill-Mix, für den, wo du nachher in eine andere Playlist könntest reinkommen. Vieles davon ist aber ein bisschen ein Remix halt, wie der Niki da sagt, genau, abgekürzt. It's a thing. It's a thing. Absolut. Und es wird auch sehr, sehr oft unterschätzt und sehe ich da auch zu wenig bei Schweizer Künstlern, weil um das geht's ja auch ein bisschen bei dem Cola-Podcast, dass ihr ein bisschen neue Tools bekommt oder Ideen, was ihr noch mit euren Schweizer Songs könnt machen, für die da dann später dazu schauen. Und Remixes, so eben ganz pragmatisch, unterschätzt das nicht, dass wenn ihr einen geilen Song habt von euch selber, wo ihr noch fühlt, und das ist 2-3 Monate nach Release, dass ihr dann vielleicht einfach jemanden dazu könntet nehmen, einen anderen Künstler oder eine Künstlerin, und einfach einen Remix machen von dem bestehenden Song und einfach sagen, hey, schau, eben wie ich gesagt habe, als Beispiel, der zweite Verse, die zweite Strophe, die man hat, nimmt man halt weg, die eigene, und tut halt auf dem Remix, tut man einen Gastfeature drauf. Und nachher ist der gleiche Song, aber einfach ein anderer Edit. Wenn ihr ein bisschen nachvollziehen könnt, was ich meine. Ich rede auch nicht von einem komplett neuen Song, der nachher entsteht, weil das ist ja nachher ein neues Werk. Sondern ich rede mehr von Möglichkeiten, oder überlegt euch ein bisschen, einfach so als Impuls, überlegt euch, wie man seinen eigenen Song, seinen bestehenden Song zu allem flippen kann. Und ein Remix, wie der Niki das jetzt auch da gesagt hat, ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, am Originalsong nochmal ein neues Leben einzuhauchen, ein neues Leben zu geben, oder vielleicht einfach die Lebensdauer zu verlängern. Und da sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Da finde ich es amigs ein bisschen schade, dass die Schweizer Künstler amigs ein bisschen kreativlos unterwegs sind, so sage ich jetzt mal vorsichtig, weil man ganz, ganz viele Möglichkeiten hat, eine andere Songversion zu machen und das nicht so ausgenutzt wird. Vielleicht teilweise auch aus Bequemlichkeit, weil man denkt, ja, man hat schon so viele Stunden investiert in den einen Song, man will jetzt nicht irgendwie neu remixen oder irgendeinen neuen Edit daraus machen, eine neue Version, aber nutzt vielleicht einmal einfach für die Folge spezifisch anschauen, nutzt das ein bisschen als Inspiration,
dass ihr zurück zu eurem Katalog geht und euch einfach mal anschaut, ey, was ist denn mein meistgestreamter Song? Was ist mein bekanntester Song? Wann ist der rausgekommen? Ist der noch aktuell? Okay, la mich da einen neuen Edit machen, irgendeinen Mood-Mix, einen Chill-Mix oder eine Love-Version mit irgendwie mit der Harfe als Instrumentierung oder irgendetwas so. Ist jetzt natürlich ein banales Beispiel, aber ich hoffe, ihr wisst, auf was ich raus will. Und, und oder, oder macht zu euren Song, macht noch Club-Edits oder so, also Arrangement, dass man das vielleicht auch könnte, dass DJs das könnten in einem Club spielen, weil das vielleicht wenn ihr DJ-Kollegen habt, ob sie das Original, wo ihr veröffentlicht habt, ob sie das könnten zum Beispiel spielen im Club oder nicht. Ähm, genau. Und ja, das ist jetzt eigentlich gewesen. Ich bin jetzt drei Minuten früher fertig gewesen als geplant. Aber für die da jetzt live dazu eingeschaltet haben, merci vielmals, dass ihr da reingeschaut habt bei dem heutigen Collab-Podcast. Ähm, Niki, danke für die interessanten Infos. Kein Problem, Niki, für dich und auch für alle anderen. Könnt gerne auf den YouTube-Channel unter Collab Podcast, dort findet ihr ähm, ganz viele andere spannende Themen für die Schweizer Musik, das Musikbusiness interessiert. Von dem her, wir sehen uns da auf Instagram am nächsten Mittwoch und sonst sehen wir uns auf YouTube. Und auch diese Folge werdet ihr in ein paar Tagen dann dort finden. Danke vielmals fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.